Damen und Herren, ich ging vielleicht aufhängen mit dieser Pressekonferenz, vielleicht an einer ungewöhnlichen Aussage. Ich gebe gerne Antworten auf eine Frage, die ich noch gar nicht gestaltet habe. Doch, die Regierung hat auch noch andere Probleme, wie sich mit dem Sport von darum zu setzen oder auseinanderzusetzen. Mit dem Sport als ein wichtiger Bestandteil von der Exit-Strategie von der Regierung, und dafür haben wir auch dezidiert, das Pressekonferenz zu machen. Es ist immer bewusst und nur noch Verständnis, dass ganz viele Leute am Moment andere Probleme haben, für über den Sport zu diskutieren. Aber andererseits gibt es aber auch Tausenden und Tausende Leute hier am Land, die auf konkret Antworten werden. Und ich werde probieren, das so gut wie möglich zu machen. An den letzten Tagen und Wochen ist am Sportbereich extrem viel geschafft. Ich will dafür auch alle Mitarbeiter, einerseits vom Minister, andererseits aber auch die Leute vom COSL, vom LIPS, vom Sportlycée, von der KOK, von der Sportpresse und auch von der Sportmedizin einen ganz großen Merci ausdrücken. Viele Benevoler an den Föderationen haben an den letzten Tagen und Wochen mehr wie Überstunden gelegt, für wir das zusammen Auswehr aus der Covid-19-Krise für den Sport zu sichern. Und wir wären alle Guten an enger Sache eins. Es geht darum, den Schritt von der Lützeburger Sportbewegung so klein wie möglich zu halten. Und wir wären uns eins, auf eine neue Situation auch mit neuen Konzepten zu reagieren. Wir werden ganz sicher, tritt heute zu Lützeburg nicht an alle Bereiche neu erfahren. Dafür haben wir auch ganz bewusst als umgeguckt, was am Ausland und Erfahrungen gemacht hast, was du Konzepte ausgeschafft hast, was du neue Ideen konstruiert hast. Aber wir haben nie aus den Augen verloren, dass die Situation zu Lützeburg einfach ein ganz spezifisch ist. Und das sowohl was den Sport angeht, wie auch was die sanitäre Situation hier am Land angeht. Ich meine, wir wissen alle Guten, dass wir heute zu Lützeburg mit einem relativ hohen Infektionsgrad zu tun hatten. Ähnlich zum Beispiel wie als direkt deutsche Nachbarn, das Rheinland-Pfalz, aber zum Beispiel die Gegend von Trier, gucken, die wesentlich besser weggekommen sind wie wir. Aber vor allem haben wir ein Problem heute zu Lützeburg, den die Großländer nicht an dem nämlichsten Maß haben. Wenn bei uns ein Hotspot entsteht von Infektionen, dann haben wir nicht die Rückzugsbereiter, auf die anderen Länder können zurückgreifen. Dafür wäre es eigentlich ganz klar, dass die Gesamtpolitik von der Regierung sich von engem Mot d'ordre leiden gelassen wird. Und das ist das Prinzip von der Präkaution. Vorsicht geht über alles. Bekanntlich, und das weiß jeder Verein, als jeder Verein, wenn schlecht bis geschlagen ist, General. Da wissen auch viele Leute besser oder wen es besser gemacht hat. Wenn heute Leute vorwerfen, dass wir zu viel vorsichtig wären, dann kann ihn den Vorwurf assumieren. Wir haben ein ruhiges Gewissen, weil wir wissen, dass uns Approche von der Vorsicht Tausenden und Tausenden von Menschenleben gerettet wird. Und nicht spät wie heute Morgen konnte man an einer ersten Etude lesen, was geschieht wäre, wenn wir ein laissez-faire Walter gelassen hätten, wie das an anderen Ländern der Fall wäre. Da wären wir heute nicht bei 100 Todescher, was schon eine ganz hohe Blutzahl ist, aber da wären wir bei Tausenden von Todesschen hier am Land gelandet. Das wollte man nicht, und dafür aus der Politik gemerkt gehen, die gemerkt gehen ist. Aber auch sportlich differenzieren wir uns von der Situation am Ausland. Auch zu Lützeburg sind bei verschiedenen Sportarten, und das wissen wir an der Zwischenzeit, viel Suen am Spiel. Aber auch das soll den aber klar feststreichen, den ökonomischen Druck auf den Sport als keinem Verhältnis zu dem, was am Ausland üblich ist. Beispiel von der deutschen Fußball-Bundesliga als Südvereinen am Kap, wo wir hören, dass es hier um 750 Millionen geht, rangwert dicht an die zweite Bundesliga angeht. Clip sind da echter Wirtschaftsunternehmen wie Vereine an dem Sinn, wie wir sie heute zu Lützeburg kennen.
Wann an Deutschland a kurzer Zeit sollen Gesterspieler organisiert gehen, da geht es vielleicht auch darum, sich mal vorzustellen, geht es heute nicht darum, mehr darum, den Rubel rollen zu lassen, wie der Ball. Zu Lützeburg sind wir nicht an der Situation. Föderationen sind frei an ihren Decisionen. Es gibt keinen politischen Druck und es gibt auch keinen wirtschaftlichen Druck. Lützeburg, und darüber können wir aufrichtig sein, an die Föderationen für allem, an unserem Land, haben sich bei allen Decisionen Lede gelassen von einer ganz menschlicher Appreciation, und für allem vom Prinzip der Schutz vom Sportler, der Schutz vom Begleiter und der Schutz vom Trainer steht an erster Stelle. Und da das von den Föderationen selber kommt, da das ihnen nicht imposiert ging. Wir haben das aus freier, autonomer Decision heraus so dezidiert, und das ist ein Grund mehr, dass ich als Sportminister kann höflich sein, ob Föderationen und die Leute, die an den Föderationen schaffen. Neben dem Föderationssport gibt es selbstverständlich auch den Breitensport. Das steht für den Einzelnen für sich, den in einer nicht organisierter Form für seine Gesundheit, für sein Wohlbefinden will Sport treiben. Und ich unterstreichen, dass am Gegenteil zu dem, was am Ausland war, eine Reihe von Grundsportarten zu Lützeburg zu keinem Moment verboten waren. Trotz also besonderer sanitärer Situation, von der ich für tun gesperrt habe. Und ab nächsten Monaten, und darüber freuen wir uns ganz viel, können wir einen ganz großen weiteren Schritt noch viel machen. Merci. Ich wiederhole das dann nachher. Ab nächsten Monaten, und darüber freuen wir uns alle Guten, können wir ab dem 11. des 5. einen ganz großen Schritt noch viel machen. Am Prinzip sind dann alle Sportarten am Freien erlaubt. Aber, und auch das soll ganz klar gesagt gehen, verschiedene Konditionen müssen angehalten gehen. Erstens, es darf kein Körperkontakt stattfinden. Zweitens, es darf nicht in einer Form von Kompetitionen auflaufen. Drittens, es dürfen keine Zuschauer dabei sein. Und viertens, Duschen und Vestiaren bleiben zu. Und last but not least, all Schwämmen am Land, ob Bausen oder Bannen, bleiben nach zu. Für den organisierten Sport ist klar, dass den am Prinzip von den Lockerungen nicht ausgeschlossen ist. Aber wir denken daran, für alle Sportarten ein angepasstes Zusatzkonzept auszuschaffen. Dafür haben wir schon letzte Woche, oder besser gesagt schon 1. April, also schon mehr wie letzte Woche, eine Zirkuläre und Föderationen geschickt, die einen großen Eco-Fonds hat. 27 von 53 angeschriebenen Föderationen haben als praktisch fertiges Konzept zurückgeschickt. Auch das weist das größte Verantwortungsbewusstsein, was an unsere Föderationen da ist. Das ist klar, dass die Konzepte, von denen ich gerade geschwärzt habe, zusammen mit den Föderationen sollten ausgeschafft gehen. Zu keinem Moment wäre es angedacht, das von Neuenhof, vom Minister aus dem Büro zu imposieren, mit mehr Hund zusammenarbeitet mit den Föderationen ganz besonders Gesicht. Wir haben natürlich auch als Sportmediziner, natürlich auch den COSL und natürlich auch die LIPS, sowie als Leute vom Minister an der Ausschaffung von den Konzepten angeschlossen. Ich gehe davon aus, dass wir da längst kommen und kürzester Zukunft all diesen Konzepten eine reglementäre Basis zu geben. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Wir wissen, dass wir am Sport mit ganz vielen disziplinierten Leuten zu tun haben, die wissen, dass die Gesundheit muss geschützt gehen. Und den Wunsch ist auch morgen an der Chamberkommission von allen Fraktionen geteilt gehen. Hoffentlich also gehen die Rekommendationen so angeholt, wie wir uns das erwünschen, sodass wir da längst kommen, für uns da müssen, um eine reglementäre Basis zu beginnen. Ich sage aber auch, dass wenn uns das nicht gelingt, wir nicht werden da längst kommen,
auch ganz konkret reglementarisch Regeln dann eben festzulegen. Das ewige Gebot, anscheinend für Drüscher gesucht, muss immer im Sinn der Schutz von den Athleten. Gesundheit steht über allen anderen Konsiderationen. Bei der dynamischen Approche oder mit der dynamischen Approche sind wir ausgegangen bei der Reouverture von der Kok, die ja schon den 4. Mai für Spitzenathleten möglich ist. Wir machen das nämlich bei der Reouverture vom Sportlycée, den für die Premiersklassen wie alle guten Lyceen am Land schon den 4. Mai angefangen hat, aber wo ab dem 11. Mai auch die anderen Klassen werden nur kommen. An der Praxis werden wir für den Sportlycée ab dem 18. Mai eine Derogation spielen lassen. Wenn die allgemeine Regel die ist, dass bis zum Ende des Schuljahres an den Schulen kein Sport wird stattfinden, wird das für den Sportlycée ernst organisiert gehen. Ab dem 18. Mai, ich habe gesagt, gibt es ein spezielles Sportprogramm und laufen wird. Konditionen unter welchen Bedingungen das kann festgemacht gehen oder wie das kann auflaufen, sind ausgeschafft gehen, zusammen mit den Föderationen und auch hier immer den Schutz von den Athleten, von den Profen und von den Trainern als erstes Ziel. Und näher auf den Detail kommen, wie das sowohl an der Kok wie auch am Sportlycée aufläuft, will ich eng Sache klarstellen, was den allgemeinen Freizeitsport angeht. Die Regierung kann und hat dezidiert, dass alle Sportinfrastrukturen zu sind. Mit der Regierung kann und will auch nicht dezidieren, dass wenn sie ab dem 11. Mai können abmachen, dass sie dann automatisch auch alle Guten ob sind. Hier hat das letzte Wort immer noch der Proprietär. Das ist an ganz vielen Fällen sind das Gemengen, mit auch an ganz vielen Fällen, dass Sportinfrastrukturen auch am Freien an der Hand von Privatleuten sind. Sie haben aber halen das letzte Wort, ob sie abmachen oder ob sie zumachen. Damit wollen wir nicht als Verantwortung auf einer Leute aufdrücken. Wir wollen als und die bestehenden Gesetze erhalten. Einerseits das Gemengegesetz wird Prärogativen von den Gemengen ganz klar bestimmt, und andererseits natürlich das Privatrecht und das Recht von der Proprietät von den Einzelnen nicht touchieren. Ab dem 4. Mai, ich habe gesagt, sind für Spitzensportler Trainingen an der Kok erlaubt. Vielleicht also wichtig, einmal klar zu stellen, wie die Selektion von denen 25 Athleten gemerkt ist, die von dieser Möglichkeit können profitieren. Die Selektion als einzig gemerkt vom COSL zusammen mit dem LIPS und zusammen mit den Föderationen. Das Minister wird sich da nicht anmischen. Ganz einfach, weil es nicht zu seinen Prärogativen gehört. Die technische Reprise aber als wochenlang für dun präpariert gehen. Einerseits zwischen LIPS und COSL, der Sportmediziner der Kok und noch die Leute vom Minister selbstverständlich. Auch hier erste Prinzip als Sicherheit. Ich will an dem Kontext ganz speziellen Merci lassen und Leute von der Kok, die Außergewöhnliches gelegt haben, für das alles möglich ist. Wir haben auch für den Sportbetrieb an der Kok, den reduzierten Sportbetrieb an der Kok, eine ganze Reihe von Regeln aufgestellt. Und ich will die hier einmal ganz klar zum Ausdruck bringen. Einerseits, und das hatte ich schon gesagt, dass ausschließlich für ausgewählte Athleten, die LIPS hat doch für alle guten die Athleten einzeln einen Stundenplan mit Trainingszeiten für alle Athleten ausgeschafft, mit dem Ziel, so weit wie möglich Rencontren, also Zusammentreffen, zu verhindern. Das ist auch so, dass alle Athleten von den Racken von einer Infirmière betreut wird, jedenfalls am Anfang von der ganzen Aktion, wo erklärt wird, ihm als einem Akkompagnateur, ein Trainer oder wen es noch ist, wie die Hygienemesuren, die neuen Hygienemesuren an der Kok zu handhaben sind. Also auch immer manst Vertreter vom LIPS für die Surveillance zu machen, hauptsächlich an diesem High-Performance Center, wer doch die große Vorteil hat, dass Sportler auch können allein an den High-Performance Center rangehen, weil dann immer eine zweite Person dabei ist, also vom LIPS, wird
aufgrund von den Sicherheitsbestimmungen, die wir immer hatten, sowieso muss der Fall sein, es darf kein allein an einem Center sein, auch unabhängig von der Covid-19-Pandemie, eben als Sicherheitsgründe. Es sind auch überall an der Kok Affichen abgestaltet gehen, die immer darauf hinweisen, dass das soziale Distanzierment anzuhalten ist, dass alle Geräte, mit denen geschafft wird, desinfektiert müssen gehen, dass Barrieren, die allgemein auch an der Kok strengstens müssen angehalten gehen. Es dürfen noch am HPRC Maximum 5 Leute rankommen, das sind höchstens 3 Athleten und 2 Trainerinnen. An denen mit großen Installationen ist es möglich, dass bis zu 7 Leute zusammen sind. Also an der Arena von der Kok, am Gymnasium von der Kok, auch am Tischtennissaal, wo wie gesagt bis 7 Leute maximal können zusammen dann dran sind. Just Barrieren, ich habe es schon gesagt, müssen strengstens angehalten gehen. Der Judo-Saal ist als erklärbare Grund und nur vollziehbare Grund zu. Genauso wie all Vestiären und all Duschen. Kok assuriert dann noch, ob hier Initiative Desinfektion von allen Equipementen und von den Toiletten. Im Prinzip ist es doch so, dass alle Sportarten, die ich daheim machen kann oder am Freien, können gemerkt gehen, dass die Lo nicht zu diesem Moment an der Kok gemerkt gehen, weil das natürlich ermöglicht, neue Athleten an die Lust von den 25 Matt zu integrieren. So die Muskulation bleibt auch ganz klar, oder geht ganz klar getrennt von der Zone Endurance, also die von der Ausdauer. Da gibt es fiese Trennung vorgeholt. Außerdem wird probiert, wo es nicht mehr möglich ist, immer Frischluft heranzulassen. Sportler sind auch gehalten, zu allem Moment hier Maske anzuhalten. Genauso wie die Akkompagnateuren. Und nicht mehr während dem Training selber darf die Maske ausgedauert gehen. Und die Sportler müssen 5 Meter Distanz von den anderen halten beim Training, gut verstehen. Daheim bleiben, als auch gesagt, für die Sportler, die sich nicht gut fühlen. Die sollen noch direkt Kontakt abholen mit der Sportklinik vom CHL, wenn sie giffen eventuell Symptome von einer Covid-19-Infektion verspüren. Dass ihnen noch Ugerode gehen, nimmen allein mit dem Auto an den Kok zu kommen. Also nicht zu summen, für dahin trainieren zu kommen, noch nicht zu summen, heimzuführen. Es geht darum, allen neuen Kontakt zu vermeiden. Ich hatte es für schon gesagt, 2 Meter an der normalen Aktivität, an mindestens 5 Meter, wenn sie beim Training am Gang sind. Die Akkompagnateuren für ihren Teil müssen die Maske immer anhalten. Es wird noch invitiert, für Hände zu waschen, für und nur einmal Training, die Equipmente auch selber zu desinfizieren, vor allem sich nicht dann mit der Hand an das Gesicht zu führen, wenn sie den Training rüberholen und dann die allgemeinen Regeln, die an der Zwischenzeit als Mensch kennt, nicht einfach an die Gegend hosten oder netzen, aber wenn da muss sie an den Ellbogen oder am besten an den Papaya durch. Papaya-Discher gehen auch geholt, für den Schweiß aufzuputzen. Das ganz klar gesagt gehen, dass sie nicht sollen hier Egent durch benutzen. Dann also auch gesagt gehen, dass sie müssen aufpassen, dass sie nicht deshydratieren, viel Wasser trinken, vor dem Training und während dem Training. Und das selbstverständlich, ob hier allgemein Hygiene aufpassen, viel schlafen, dafür allem dafür sorgen, dass sie genug Erholungsphasen haben. Das sind eigentlich allgemein Regeln, die auch außerhalb von der Covid-19-Pandemie gelten. Ich habe das Regeln ganz bewusst abgezählt, weil ich meine, dass auch die Leute, die noch nicht zu den Spitzensportlern gehören, mit denen ich aber wollen sportlich betätigen, steht für den Einzelnen für sich, von den Einzelnen von diesen Regeln etwas kann aufschneiden und sie auch bei sich selber aufwenden. Wenn man das möchte, dann schützt man sich selber und dann schützt man auch andere Leute. Beim Sportlycée sind wir ähnlich vorgegangen. Auch da geht von einer exemplarischen Zusammenarbeit zwischen den Leuten vom Sportlycée, dem Minister, den Föderationen, dem COSL und den Sportdoktoren neue Konzepte ausgeschafft. Der Sportlycée, und das soll ich nicht vergessen, ist an erster Linie eine Schule. Dafür möchten Tieren wie alle Guten die anderen Lyceen oder Guten Tieren wie alle Guten die anderen Lyceen für die Premiersschüler schon den 4. Mai abgemacht und die Schüler von den anderen Klassen werden den 11. des 5. nachkommen. Danach aber, und ich hatte es schon angedeutet, ab dem 18. Mai, wenn alles Ried läuft,
werden wir an der Derogation zu anderen Lyceen funktionieren und noch sportliche Aktivitäten möglich machen. Selbstverständlich auch du einer speziellen Sicherheitsvorkehrungen, die ausgeschafft sind mit all den Partnern, die ich für drun ugeschwert habe. Dafür nach ein spezielle Merci und Föderationen, die ein ganz großes Verantwortungsbewusstsein gewiesen haben, für können das heute zu realisieren. Am Sportlycée gibt es 19 Sportarten und 16 Föderationen, die impliziert sind. All Einzelsportart hat praktisch ein einzelnes Konzept. Ich kann sie an diesem Kader unmöglich alle Guten aufzählen. Ich will einfach so, dass wir eine allgemeine Abteilung gemacht haben, eine allgemeine Differenzierung an 3 Kategorien. Einerseits die mit einem niedrigen Risiko, dann die mit einem mittleren Risiko und andererseits die Sportarten mit mehr hohem Risiko. Ich gebe dafür 3 Beispiele gehen, schon der Federball, den als niedriges Risiko angeschaltet ist. Du hast die Regel, die Distanz, eine allgemeine Regel, immer muss 5 Meter zu anderen Spielern sein, mindestens 2 Meter zum Training. Es dürfen maximal 4 Spieler an einer Halle, darf maximal 1 Trainer 2 Spieler betreuen. Selbstverständlich auch hier immer die strengen Hygienemaßnahmen, die spielen. Alle Spieler kriegen auch seinen eigenen Federball und als invitiert, nicht mehr mit denen zu spielen und dürfen nicht mehr maximal 2 Spieler pro Terrain aktiv sind. Das zweite Sportart, immer der Basket, die als mittleres Risiko angestuft gesehen. Auch hier Distanz klar, von den nicht trainiert immer 2 Meter, maximal 2, so viele Spieler an einer Halle, wie es Basketball Kiew an der Halle gibt. E-Kurve pro Spieler, der das die Regel, an alle Spieler hat durch seinen eigenen Ball. Darf kein Kontakt mit anderen Trainingsgruppen sein, Bälle sind immer zu desinfizieren, es darf kein Matcher gespielt gehen, auch nicht ein 1 gegen 1 oder ein 2 gegen 2. Das verboten, Pass zu spielen, die kein Rebounden trainiert, andererseits aber darf mit der berühmten Shotgun geschafft gehen. Als dritte Sportart an einem mit mir hohen Risiko wird viele Leute erstaunen. Und ich muss zugeben, dass ich als Nicht-Expert auch erstaunt war, dass der Volleyball mit einem hohen Risiko angestuft ist. Und dafür ist es auch so, dass auch am Sportlycée kein Volleyballwert trainiert wird. Aber dass die Schüler, die vom Volleyball aus an das Sportlycée delegiert sind, sich müssen reduzieren auf die Ausdauer, das Krafttraining und Koordination. Die nämlich die Regel, und das ist etwas wichtig, weil das dann an der Freizeit oder an die Sportarten gibt, die auch hauptsächlich draußen möchten. Die nämlich die Risikogruppe zählt auch für den Beachvolleyball. Eine allgemeine Bemerkung, die noch nicht direkt etwas mit dem Sportlycée zu tun hat. Für auf das Sportlycée dann zurückzukommen, will ich sagen, dass das, was durch Sport gemerkt wird, in Zukunft fakultativ ist. Das ist also kein gezwungen, das zu machen. Und die Sportaktivitäten fanden auch statt außerhalb von den normalen Schulzeiten. Sportlycée Schulzeiten sind reduziert von 8 Uhr morgens auf 12:25 Uhr mittags. Dennoch, und ich betone noch einmal, fakultativ können Sportler dann an 2 Gruppen hier sportlichen Aktivitäten auf den verschiedenen Zeiten nachgehen. Einerseits von 1 bis 2 Uhr und andererseits von 2:30 bis 3:30. Das ist auch klar, dass man für die Schüler, die noch nicht volljährig sind, dass dort das Verständnis von den Eltern muss fehlen. An der Sportlycée wurde es nach für eine halbe Stunde bestätigt, dass dort für die Eltern alle guten Werten umgeschrieben gehen. Wichtig ist natürlich bei allen speziellen Regeln, die wir aufstellen, dass die allgemeinen Regeln vom Konfinement auch noch immer angehalten gehen. Das Ministerium hat mit dem COSL zusammen eine Liste ausgeschafft von 32 Sportarten, die am Freien normalerweise praktiziert gehen. Die Liste könnt ihr auf dem Site vom Sportministerium nachlesen. Ich will aber hier ganz klar unterstreichen, dass das nicht heißt, dass in alle guten die Sportarten ohne Probleme draußen kann praktizieren. Es soll sich an der Literatur
soll in anderer Literatur nur lesen, wertfreng spezifisch Rekommandationen ausgesprochen gehen. Es sollen sich ob die Konzepte von den jeweiligen Föderationen, wann sie da schon da sind, auch beziehen. Ich verweise dafür nach einkehr auf die Konzepte, dass für einen Einzelnen seine Verantwortung wie mit den neuen Freiheiten umgeht. Allgemein will ich nach so, dass wir davon ausgehen, dass wir kurzfristig Konzepte von allen Föderationen können zusammenführen. Und das, wenn wir die alle guten haben, das natürlich eine immens gute Voraussetzung ist, für auch einen weiteren Schritt an den Dekonfinement können zu machen. Das hängt natürlich, und das weiß all Mensch, von der Entwicklung, von der sanitären Situation auf, wenn wir diesen Schritt können machen. Wenn wir diesen Schritt können machen, die ich gerade hier vorgestellt habe, dann ist es aber auch so, dass es nicht mehr möglich ist, weil wir eine grosse Disziplin an der Gesellschaft hätten. Wäre die nicht gewesen, dann wäre das, was wir heute können publizieren, nicht möglich gewesen. Von Anfang an haben wir heute zu Lützeburg mehr auf den Sport gesagt wie andere Länder. Ich hatte am Anfang gesagt, eine Reihe von Aktivitäten, die an anderen Ländern verboten wären, wären bei uns zu allem Moment erlaubt. Wir haben aber auch eine Internetseite aktivtoheim.lu en Platz gesetzt, die ein riesen Erfolg ist, wo wir über 45.000 Klicken an der Zwischenzeit hat, über 170.000 Seiten, die schon abgerufen sind. Auch da alle Beteiligten, die das dort ausgeschafft haben, ein ganz, ganz großes Merci, und vor allem auch denen große bekannten Sportler aus unserem Land, die sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Schon heute Morgen schon an der Sportkommission erklärt, dass man mit Sicherheit dieses Hit werden weiterführen, auch über die Dürre von der Pandemie heraus. Und da will ich auch an die große Zahl von Leuten erinnern, die Sport am Freien zu allem Moment von der Pandemie bis gemacht haben. Das weist, dass der Sport zu Lützeburg ganz tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Und darüber kann ich als Sportminister sich natürlich nicht mehr freuen. So, ich vielmals merci und sind natürlich bereit, ob Fragen zu antworten. De Fall vu Wuhan wot jo Diskussionioune ginn, dat wären den Militärspielerlächt Joer am Oktober, wo der och selwer dabei wart, dat do eventuell Athleten infizeiert goufen. Ass et Frowel der Ech selber zum Beispiel och analyseiere, also Blut analyseiere losen, ob Dir Antikörper eben do entwickelt huet. Für vielleicht herauszufinden, ob Wuhan an die Militärspieler do eben eng Rolle gespielt haben, auch an der Verbreitung eventuell Kinder, den vielleicht über die Originen viel Diskussionen hat. Aber oder eigentlich will es so etwas zu machen, sind die Diskussionen auch mit der Armee am Gangen. Vielleicht zu der ersten Frage von den Fitnesszentren, die Sie nicht als rein sportlichen Evaluierungen dezidiert gehen, dass sie nicht abmachen, aber die stehen auf der Liste von den Kommerzen, die von der allgemeinen Ouvertüre ausgeschlossen sind. Das macht klar, dass du einzelne Betriebe, so wie alle guten die Betriebe, die auch ab dem 11. Mai nicht können abmachen, riskieren, an Schwierigkeiten zu kommen, und dafür spielen für sie die Instrumente, die wir an Platz gesetzt haben, für ihnen die Hand zu greifen, notamment der Chômage partiell, wie für all die anderen Betriebe auch. Die zweite Frage bezieht sich auf Wuhan oder vielleicht noch allgemein. Du hast selber gesagt, es sind verschiedene
verschiedenen deutsche Bundesländer gehen so bei anderen nicht. Wir waren der Meinung noch von der gesagt, wie eine extra Mesure mal en place gesetzt haben für den Sportlycée, wie eine extra Mesure mal en place gesetzt haben, für an der Kock den Sport können zu machen, dass es relativ unmöglich wäre für die Telkel zu diesem Moment an den Fitnesszentren umzusetzen. Und dafür waren wir der Meinung, dass sie noch sollten so bleiben. Mit Narenkeier, sie kriegen natürlich wie all die anderen Betriebe auch hier nach dem gegriffen, für dass sie die schwierige Zeit können überstehen. Zu Wuhan, ich meine, dass eine gewisse Diskussion darüber entstanden ist, richtig gesagt, ich war selber auf der Platz mit dieser Lützeburger Delegation. Ich muss euch sagen, dass ich mir ganz schlecht kann feststellen, dass effektiv zu dem Zeitpunkt schon gewusst wird, dass den Virus schon in der Leid wäre. Wir haben unter anderem auf viele Sitzungen zusammen gesagt, mit vielen Sportfunktionären aus ganz vielen Ländern. Wir haben unter anderem den chinesischen Präsident Xi Jinping auf der Platz gesehen. Da waren absolut keine Sicherheitsmesuren vorgesehen, außer die natürlich normalerweise hält für physische Sicherheit zu garantieren. Wir keine extra Präkautionen geholt gehen, werden nur die Sanitär für sich umgänge wäre, sodass ich mir also absolut nicht kann vorstellen, dass die Chinesen zu dem Zeitpunkt gewusst hätten, dass der Virus in der Leid wäre. Aber wenn mich persönlich fragt, ob ich bereit wäre, einen Test zu machen, um zu gucken, ob ich Antikörper hätte, dann sage ich direkt ja. Was soll ich das nicht machen? Wenn das ging dazu beihelfen, für die ganz froh abzuklären, dann wäre ich ganz gerne bereit, mich dort zur Verfügung zu stellen. Der musste Mikro holen, weil sonst schreien die Leute nicht. Die Frage, die ich auch gestellt habe, war par rapport zu den Athleten, die eben auch daheim waren, ob in Haut kennt, vielleicht eventuell Blutanalyse machen, für Antikörper zu finden, und ob es da Diskussionen gibt mit der Armee eventuell. Ja. Ich meine, dass wir nicht nur mit der Armee, mit der finalen Jahr die Regierung, der Armee, wir sind in einem Land, wo der Armee noch immer ein Minister vorsteht. Wir haben eine Question parlamentär gestaltet von einer Deputierten, aber wir werden die auch kurzfristig beantworten. Und wenn der Tote sollte ein Element sein, das mehr Klarheit bringt, dann schließen die Stadt nicht aus, mit dem Abverständnis von dem jeweiligen Sportler selbstverständlich. Okay, merci. L'essentiel. Oui, Nicolas Martin de l'Essentiel. Je voulais savoir si vous avez envisagé de réaliser, concernant ces athlètes de Wuhan, des tests quand on a connu en fait l'expansion de l'épidémie. Si vous avez pensé à ce moment-là que c'était nécessaire de les tester aussi, comme vous qui étiez présent, ou si c'est seulement maintenant en fait que la question se pose. Nee, ich meine, das recht lo, wo die Frau abgekommen ist, dass der Verdacht von verschiedenen Leuten ausgedrückt ist, dass der Virus schon am Oktober 2019 zu Wuhan gewirkt wäre. Wenn, wie gesagt, sich die Frau stellen, ob ich mich persönlich testen lassen, für mich selber kann ich allein dezidieren, also ja, schon damit kein Problem. Und wenn das Kind etwas zur Abklärung von der Frau beidrohen am Abverständnis von Athleten können den uns auch vorstellen, dass so Tester gemerkt. Titlo op der Pressekonferenz, also ich bin Carol Schimmer vom 100,7, die hat für auf der Pressekonferenz gesagt, dass es ganz viele Detailer gibt und so, dadurch Privatleute sich eben darunter könnten halten zum Deal und so. Wie will das Leute informieren? Weil das ja extrem komplex und schon für eine Maske zu tun, als für verschiedene Leute ein bisschen viel. Wie will ihr eigentlich oder willst du eine Informationskampagne zu lancieren oder willst du interessante Donien dabei? Also mit Sicherheit werden wir, wenn wir die Konzepte, von denen ich für drohen geschwärzt habe, wenn wir die alle gut zusammen haben, da werden die über den Weg von der Föderationen, weil die Föderationen hier Konzepte, die sie zwar mit dieser Mathilfe, mit dieser Beratung natürlich ausgeschafft haben, werden wir die natürlich an Sportsfeld dran delegieren. Wir werden alle Vereine dann über die Föderation die Rekommendationen
wann es da bei der Rekommandation bleibt, zukommen lassen. Ich meine, das ist ganz evident, weil das haben wir als viel Leibig gemerkt, und es bringt nichts. Andererseits ist das natürlich auch ein Grund von der Pressekonferenz von heute, wenn ich davon ausgehe, dass viele Leute den Sport vielleicht nicht als echt interessiert, weiß ich aber, dass heute ganz viel Sport interessiert Leute heute noch gucken. Und dafür habe ich ganz konkret den Aufruf gemacht, informiert dich selber am Internet, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die so Konzepte ausschaffen, es gibt praktisch an allen Notbeständen so gemacht, informiert euch selber und selbstverständlich als Herr Wisser stehen immer für Nachfragen zur Verfügung. Je voulais savoir ce qu'il en est concernant les clubs sportifs qui pourraient être amenés à disputer par exemple des compétitions européennes la saison prochaine. À quel moment vous estimez qu'ils seront en mesure de s'entraîner, même par petits groupes, comme ça peut se faire à l'étranger? Lo ist es so, dass wenn wir die Sportföderationen gucken, die am ehesten Werte von europäischen Kompetitionen betroffen sind, dass das normalerweise der Fußball ist. Und der Präsident von der Föderation hat ja auch schon darauf hingewiesen. Mit der Etappe, die wir am Ende aufhängen, ist es ja theoretisch möglich, auch schon echt Training zu machen. Unter den Sicherheitsbestimmungen, die allgemein gültig sind, darf kein Kontakt sein, nach muss eine Distanz gehalten gehen, von den anderen darf keine Kompetition sein. Ich meine, die Regeln, die zählen ja nicht nur für den Sport, aber ganz speziell für den Sport. Es gibt ja auch da schon Trainingskonzepte aus dem Ausland, die ganz einfach kann überholen, für die Traininger auch heute zu Lützeburg zu organisieren. Aber wenn wir dann so weit sind, dass Datume feststehen von den europäischen Kompetitionen, und ich gehe noch einmal ganz fest davon aus, dass der Fußball den am ehesten konzerniert ist, da werden wir als selbstverständlich mit der Fußballföderation zusammensetzen, aber wenn es da muss sein, auch nur ausnahmige Regelungen gucken, für das die Matches können stattfinden. Aber immer unter der Prämisse, dass die Sanitärsituation dann noch zulässt. Im Tageblatt eng Verständnis froh, dat wat op der Sportliche bezunut mat zum Beispiel am Basket as in Abstand muss halen, man sovi Kier van der Hall as doch fir den allgemmenge Basket gilt doch dofir. Ja, ich meine selbstverständlich gilt den allgemmenge Basket as du normalerweise gött den an der Hall gespielt, an den Hallen Teile sind nach zo. Ich meine auch dat soll ganz klar sinn. Normalerweise sind wir net an enger Situation, wo Lorem an den Hallen kann trainiert gehen, weil Hallen durch das Reglement der Krise zu sind. Die Hallen sind obligatorisch zu, so wie auch all Schwämmen am Land. Dafür stellt froh sich nicht direkt, aber wenn die Hallen Remenke abgehen an einer nächsten Phase, dann ist es natürlich so ungeduldig, dass die Konzepte, die man mit allen Einzelföderationen ausgeschafft haben, dass die dann auch angewandt gehen. Vielleicht dann adaptiert auf eine neue Situation, aber im Moment sind es die Konzepte, die man mit den Föderationen ausschaffen. Est-ce que vous avez eu l'impression que les activités sportives ont augmenté justement pendant le confinement? On a vu énormément de coureurs à pied, on a vu énormément de cyclistes. Voilà, c'est peut-être un point positif aussi, mais est-ce que vous avez noté une augmentation justement de l'activité sportive à l'extérieur notamment? Das ist schwer abschätzen. Ich meine einerseits, dass es richtig ist, wäre so, dass wir ganz viele Leute auf der Straße gesehen haben, die entweder Jogging gemacht haben oder sich mal Velo beginnen noch ganz viele Leute, die einfach spazieren gehen, die wandern gegangen sind, die dadurch als Sportart entdeckt haben. Das ist schwer abschätzen, ob das unhält und ob die Bewegung ob die können River retten an bessere Zeiten. Ich gebe mir das selbstverständlich wünschen, ich kann aber keine Garantie dafür geben. Aber effektiv, das vorher gesagt, ganz viele Leute Sport machen, auch die bis noch nicht an dem Dote muss gemacht haben. Ich selber gehören leider auch nicht dazu. Ich muss mich noch immer auf mein Indoor-Cycling reduzieren. Mir gesagt, einfach ganz viele Leute, die dabei sind, Sport gemacht haben und ich hoffe, dass das unhält. Und für allem, was positiv ist, hat gesagt, noch ganz viel Kanner dabei.
Aussi par rapport au golf, on avait été contacté ces dernières semaines parce que certains s'étonnaient voilà, que dans les pays limitrophes, le golf était toujours autorisé. Ça n'avait pas été le cas tout de suite au Luxembourg. Pour quelles raisons? Et maintenant, comment ça se passe pour le golf en particulier? Ich meine, der Golf die fällt lo ënnert alle guten die Freizeitsportarten, die en plein air kann machen. Per Definition außer kleinen Trainingsinstallationen, die es gibt, wie per Definition wird Golf draußen gespielt. Also möglich, das zu machen, mit das reduziert auf die Aktivität vom Golfspielen. Das heißt also an andere Werte, dass selbstverständlich der Restaurant, Clubhaus müssen so bleiben. Merci. Kein weiter Fragen, da sage ich vielmals merci für den Interesse.